Der Stille, meine Damen und Herren, dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtensendung über Tibet, seine Heiligkeit der Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nimmt an den Langlebensgebeten im Kloster Sera teil. Sejong Bemba Tsering schließt Besuch im Nordosten ab und kritisiert die Regierung der VR China. CTA-Führer sprechen ihr Beileid zum Tod von Sri Kishan Kapoor aus. Galön Dömadjari nimmt an wichtigen Veranstaltungen zu den Beziehungen zwischen Bharat und Tibet teil. DIIR veröffentlicht mehrsprachiges E-Book über die 4 Hauptverpflichtungen seiner Heiligkeit. Tibetische Organisationen der Zivilgesellschaft treffen sich in Kopenhagen, um Strategien für die Tibet-Advocacy zu entwickeln. Fraktionsübergreifende Parlamentarische Gruppe für Tibet im britischen Parlament gegründet. Tibet bleibt ein wichtiger Schwerpunkt der EU-Menschenrechtsagenda. Tibetische Parlamentarier besuchen Gemeinden in Wien und Linz, Österreich. Tibet-Museum startet Wanderausstellung in ganz Nordamerika. Am Mittwoch dieser Woche nahm seine Heiligkeit der Dalai Lama nach einem einmonatigen Aufenthalt im Kloster Dajilhymbo an einer Zeremonie zum Langlebensgebet im Kloster Siralachi teil. Die Veranstaltung, die von hochrangigen Mönchsführern aus Sera, Ganden, Jebung und anderen bedeutenden tibetisch-buddhistischen Institutionen geleitet wurde, umfasste traditionelle Gebete, symbolische Opfergaben und tief empfundene Ehrungen. In seiner Ansprache betonte seine Heiligkeit, wie wichtig es sei, das einzigartige buddhistische Erbe Tibets zu bewahren, insbesondere das tiefe Verständnis des Geistes und der Gefühle. Er bekräftigte seine lebenslange Hingabe an Tibet und den Dharma und drückte seine Dankbarkeit für den unerschütterlichen Glauben der Mönchsgemeinschaft aus. Insbesondere teilte er die Vorhersage mit, dass er 110 Jahre alt werden könnte, was den Anhängern Hoffnung und Inspiration gab. Sejong Bemba Tsering beendete seinen offiziellen Besuch in den tibetischen Siedlungen in Westbengalen mit der Besichtigung von Klöstern und wichtigen Ämtern, bevor er sich in Sonada Darjeeling an die Öffentlichkeit wandte. In seiner Rede betonte Sejong die Beiträge seiner Heiligkeit des Dalai Lama und der Exil-Tibeter zum Aufbau einer demokratischen Gemeinschaft, die geopolitische Bedeutung Tibets und die Notwendigkeit, die tibetische Kultur zu bewahren. Er skizzierte auch die Bemühungen des 16. Kasha um die Entwicklung der Exilgemeinschaft und die internationale Unterstützung für Tibet. In seiner Kritik an der chinesischen Führung verwies Sejong auf die politische Instabilität innerhalb der KP China, die Machtkonsolidierung Xi Jinpings, die wirtschaftlichen Probleme und die demografischen Herausforderungen, die sich aus der Politik der Vergangenheit ergeben. Er bekräftigte auch, dass Tibets historischer Status unabhängig von Chinas Ein-China-Politik bleibt. Nach Abschluss seines Besuchs fuhr Sejong nach Salugara, wo er vor seiner Abreise das buddhistische Kloster Eom India und den tibetischen Minsekang-Zweig besuchte. Sejong Bemba Tsering und die stellvertretende Sprecherin Döma Tsering Dekang drückten ihre tiefe Trauer über den Tod von Sri Kishan Kapoor aus, einem ehemaligen indischen Parlamentsabgeordneten und langjährigen Unterstützer der tibetischen Sache. In einem Kondolenzschreiben an Kapoors Frau erinnerte Sejong Bemba Tsering an ihn als einen wahren Freund Tibets und hob seine Bemühungen hervor, seine Heiligkeit, den Dalai Lama mit der höchsten zivilen Auszeichnung Indiens zu ehren, sowie sein Eintreten für die Bedeutung Tibets bei der Lösung der Grenzfragen mit China. Die stellvertretende Parlamentspräsidentin Döma Tsering Dekang sprach ebenfalls im Namen des tibetischen Exilparlaments ihr Beileid aus und erinnerte an ihre Begegnungen mit Sri Kapoor und sein unermüdliches Engagement für die tibetische Sache. Beide würdigten sein Vermächtnis und sprachen Gebete und Dankbarkeit für seine unerschütterliche Unterstützung aus. Am 31. Januar nahm Galön Dömadjari vom Sicherheitsministerium als besonderer Ehrengast an der Abschlussveranstaltung der 5. Internationalen Himalaya Hind Mahasagar Rashtra Samooh Konferenz teil, die im Hansraj College der Universität Delhi stattfand.
Die Konferenz, die gemeinsam vom Forum for Awareness of National Security und dem Hansaraj College organisiert wurde, konzentrierte sich auf die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Bharat und den südostasiatischen Staaten und hob die regionale Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit und der wirtschaftlichen Beziehungen hervor. Am Mittwoch nahm Galunde Magyari an der Lhara-Zeremonie auf dem Mahagum teil, die von der Himalayan Buddhist Cultural Association organisiert wurde. Sie besuchte auch den Bücherstand des India-Tibet Coordination Office, wo das ITCO ein Programm zur Förderung der Zivilgesellschaft unter dem Motto Tibet Indiens Nachbar durchführte. Das Programm zielte darauf ab, das Bewusstsein für die historische und geopolitische Bedeutung Tibets für Indien durch die Verteilung von Büchern und Diskussionen mit Studenten, Wissenschaftlern und der lokalen Bevölkerung zu schärfen. Die Abteilung für Information und internationale Beziehungen hat ein mehrsprachiges E-Book herausgegeben, das die 4 Hauptverpflichtungen seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama hervorhebt: Förderung menschlicher Werte, religiöse Harmonie, tibetische Kultur und Umwelt sowie alte indische Weisheit. Das Buch, das in Tibetisch, Englisch, Hindi und Chinesisch veröffentlicht wurde, fasst die Erkenntnisse einer virtuellen Vortragsreihe aus dem Jahr 2020 zusammen, an der über 100 Redner teilnahmen. Es schließt sich an die Initiative Jahr der Dankbarkeit an und fällt mit dem bevorstehenden Jahr des Mitgefühls zusammen, mit dem seine Heiligkeit seinen 90. Geburtstag feiert. Das E-Book ist jetzt auf tibet.net verfügbar und soll das öffentliche Verständnis für das Vermächtnis und die Verpflichtungen seiner Heiligkeit vertiefen. Am 30. und 31. Januar fand in Kopenhagen das zweite Treffen lokaler zivilgesellschaftlicher Organisationen im Rahmen des Tibet-Büros in London statt, an dem 25 Teilnehmer aus 8 europäischen Ländern teilnahmen, nämlich aus dem Vereinigten Königreich, Lettland, Litauen, Estland, Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark. Das Treffen wurde in Zusammenarbeit mit dem Tibet Support Committee und der tibetischen Gemeinschaft in Dänemark organisiert und zielte darauf ab, die Strategien der Tibet-Befürworter zu verbessern, insbesondere durch die Anpassung erfolgreicher US-Taktiken an den europäischen Kontext. Zu den Hauptrednern gehörten der Abgeordnete Tsering Yanggi, Wangbot Detong vom ICT Europe, Mandy McCown von ITN und Gloria Montgomery vom Tibet Justice Center. Die Diskussionen konzentrierten sich auf diplomatische Strategien, die Verfeinerung von Advocacy-Techniken und die wirksame Einbindung von politischen Entscheidungsträgern. Die ehemaligen dänischen Parlamentsabgeordneten Pernille Frahm und Uffe Elbæk gaben politische Einblicke und forderten die Tibeter auf, die europäischen Allianzen zu stärken, um Chinas Einfluss entgegenzuwirken. Das Treffen endete mit einer erneuten Verpflichtung in den europäischen Parlamenten auf legislative Maßnahmen ähnlich dem US Tibet Resolve Act zu drängen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Tibet-Befürwortung zu stärken. Im Anschluss an das Treffen der lokalen Organisation der Zivilgesellschaft veranstaltete das Office of Tibet London am 1. Februar ein strategisches Treffen in Kopenhagen, an dem führende Vertreter der tibetischen Gemeinschaft aus Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark teilnahmen. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Stärkung der tibetischen Gesellschaft, Lobbyarbeit, das Engagement der Jugend und die Erhöhung der freiwilligen Beiträge. Das Treffen umfasste Sitzungen zum Grünen Buch, zur Rolle der tibetischen Jugend bei der Interessenvertretung und zu möglichen kulturellen Austauschprogrammen. Die Leiter erörterten auch die Wiederbelebung des tibetisch-skandinavischen Sommer- und Winterlagers, um den Zusammenhalt der Gemeinschaft zu fördern. Das Treffen endete mit einem tibetischen Abendessen, das die Verbindungen und das gemeinsame Engagement für die Sache Tibets stärkte. Am Dienstag dieser Woche rief das britische Parlament die parteiübergreifende Parlamentarische Gruppe für Tibet ins Leben und wählte Chris Law, Abgeordneter der schottischen National Party, zum Vorsitzenden. Die Gruppe, die sich aus Abgeordneten der Labour Party, der Konservativen und der SNP zusammensetzt, hat das Ziel, die politische Sichtbarkeit Tibets zu erhöhen. Der Abgeordnete Tsering Yanggi vom Office of Tibet London äußerte sich optimistisch über den Einfluss der Gruppe und wies auf die Umweltprobleme Tibets und die jüngsten Erdbebenkatastrophen hin. John Jones von Free Tibet sprach über globale Kampagnen gegen die Beteiligung von Unternehmen an chinesischen Entwicklungprojekten in Tibet. Besorgniserregte
Der Vorstoß Chinas, Tibet durch Xizang zu ersetzen und die Zwangsassimilation von fast 1 Million tibetischer Kinder in kolonialen Internaten wie Dechen Bemba vom Tibet Action Institute betonte. Chris Law ermutigte die Abgeordneten, einen Antrag zur Anerkennung des Vertreters seiner Heiligkeit des Dalai Lama zu unterstützen. Auf dem Treffen wurde auch auf wichtige bevorstehende Ereignisse hingewiesen, darunter der 90. Geburtstag des Dalai Lama und der 30. Jahrestag der Entführung des Panchen Lama. Ein Empfang zum tibetischen Neujahrsfest im Parlament ist für März geplant. Die nächste Sitzung der APPG Tibet ist für Mai 2025 geplant. In seinen Menschenrechtsprioritäten für 2025 bekräftigte der Europäische Rat sein Engagement für die weltweite Freiheit, wobei Tibet nach wie vor ein zentrales Anliegen ist. Der Rat wies auf die anhaltenden Einschränkungen in Tibet hin, einschließlich der Einschränkung der Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit, und betonte die Notwendigkeit, einzelne Menschenrechtsfälle zu überwachen. Die Vertreterin des Tibet-Büros in Brüssel, Rixin Gyalkang, begrüßte die Schlussfolgerungen des Rates und unterstrich das Engagement der EU, Tibet im Mittelpunkt des weltweiten Menschenrechtsdiskurses zu halten. Im Rahmen des Besuchsprogramms des tibetischen Exilparlaments besuchten die Abgeordneten Thupten Wangche und Thupten Gyatso vom 1. bis 2. Februar tibetische Gemeinden in Wien und Linz, Österreich. Die Abgeordneten wurden vom Präsidenten des tibetischen Verbandes, den Sigunga, empfangen und diskutierten mit den Mitgliedern der tibetischen Gemeinden in diesen Städten über die Vision des Dalai Lama, die tibetische Demokratie und die Politik des Mittleren Weges. Die Sitzungen in beiden Städten umfassten Reden, interaktive Fragen und Antworten sowie die Anliegen der Gemeinschaft, wobei die Bedeutung der Bewahrung der tibetischen Identität und des politischen Bewusstseins betont wurde. Der Besuch stärkte die Beziehungen zwischen der tibetischen Führung und der Diaspora in Österreich. Das Tibet-Museum, das der tibetischen Zentralverwaltung untersteht, veranstaltet vom 3. bis zum 24. Februar in Zusammenarbeit mit dem Tibet-Büro in Washington D.C. und 4 tibetischen Gemeindeverbänden eine Wanderausstellung durch die USA. Die Tournee führt durch New York, Minnesota, Wisconsin und Chicago und zeigt die Geschichte Tibets, das Engagement seiner Heiligkeit des Dalai Lama und die ökologische Umwelt Tibets. Die Ausstellung mit rund 100 Artefakten, darunter Fotos, tibetische Währung und Briefmarken, soll das Bewusstsein für die Situation Tibets schärfen und die Zusammenarbeit mit Universitäten und Museen fördern. An einigen Standorten werden auch Dokumentarfilme gezeigt. Der Repräsentant Dr. Namgyel Chudup dankte den tibetischen Gemeindeverbänden für ihre Unterstützung, die diese Initiative möglich gemacht hat. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Watching.